Hallo miteinander, ich bin Nadine und ich möchte heute gerne mit euch über das Thema Brei reden. Wir würden anschauen, ab wann man einem Baby Brei geben kann, was für Brei man gibt, wie man den Brei gibt und wie man Brei aufbewahren kann. Einem Baby kann man ab 4 Monaten Brei geben. Aber ein Baby isst noch nicht so viel Brei. Wenn es neu anfängt, ist es neu kennenlernen, es lernt neuen Geschmack kennen, es lernt aber auch eine neue Konsistenz kennen. Darum kann man dann einfach ein bisschen auf den Löffel geben und es kann sich ein bisschen runtersäugeln. Ich empfehle euch, wenn ihr gerade anfangen mit Brei geben, dass man den Brei dann auch ein bisschen flüssiger macht, dass es für das Baby ein bisschen einfacher ist, um das auch vom Löffel abzusaugen. Also wenn man einen gekauften Brei hat, kann man einfach noch ein bisschen Wasser dazugeben. Und wenn man den Brei selber macht, dann kann man einfach von dem Wasser, in dem man das Gemüse gekocht hat, einfach noch ein bisschen mehr dazugeben. Ja, dass man nicht einen ganzen Becher braucht für ein Baby, das gerade neu anfängt Brei zu essen, ist auch klar. Und darum empfehle ich euch zum Beispiel, dass ihr es, wenn ihr es selber macht, in Eiswürfelbehälter könnt abfüllen. Dann kann man einfach einen Eiswürfel sozusagen rausnehmen und aufwärmen. Und das reicht dann meistens. Manchmal brauchen es auch 2. Und es gibt auch ganz gute Breiesser, die schon von Anfang an 3-4 so Eiswürfel essen. Ja. Und mit der Zeit kann man es dann auch in die Anwendbecher abfüllen. Starten tut man, oder empfehle ich, dass man mit Rüebli tut. Es ist ein Gemüse, aber es ist gleich ein bisschen süßlich und Babys haben gerne, wenn es ein bisschen süßlich ist. Auch Mami-Milch ist ein bisschen süßlich. Ja, und darum mögen die meisten Babys sehr gerne Rüebli-Brei. Wir würden 1-2 Wochen nur Rüebli-Brei geben und dann auch auf die Reaktion des Kindes schauen. Wir würden beobachten, ob es vielleicht eine Allergie hat oder sonst eine Reaktion, die nicht geeignet ist. Man tut den Stuhlgang beobachten oder schauen, ob es irgendwo Hautausschläge hat oder so. Dass man einfach Unverträglichkeiten schnell feststellen könnte. Nach einer Zeit, eben 1-2 Wochen, kann man dann auch Herdöpfel dazugeben. Herdöpfel empfehle ich, weil es ist noch etwas, das ein bisschen sättigt und eben, wenn es dann immer mehr und besser den Rüebli-Brei ist, kann man gut Herdöpfel dazugeben, dass es einfach noch etwas ist, dass der Brei auch ein bisschen anhebt. Ja, und dann kann man auch eben wieder ein bisschen warten, eine Woche oder ja, etwa eine Woche und dann wieder ein bisschen die Reaktionen beobachten und dann vorzu weitere Sachen einführen. Man kann dann auch Zucchetti oder Brokkoli. Natürlich kann man irgendwann, dann, wenn man das Gefühl hat, es passt so. Ich würde jetzt mit 5,5 Monaten mit Früchten anfangen. Dort würde ich anfangen mit Birnen oder Äpfeln. Und dann auch immer wieder eigentlich eine Woche warten, bis man wieder ein neues Lebensmittel einführen, dass man wirklich auch Reaktionen feststellen und darauf reagieren könnte. Ja, den Brei kann man unterschiedlich geben. Man kann den Brei mit dem Löffel geben oder man kann den Brei auch mit dem Schoppen geben. Am Anfang habe ich unserem Sohn den Brei mit dem mega weichen Löffel gegeben. Der ist weich und der ist auch klein. Und der Joscha hat auch gerne mit dem Löffel Brei gegessen. Er konnte da ein bisschen drauf herumkatschen und es irgendwie ein bisschen runterschlabbern. Ja, und es ist für ihn reingegangen, mit dem Brei den Löffel zu essen. Ja. Nein, mit dem Löffel den Brei zu essen. Ja,
der hat dann ganz gut mit dem gegessen, genau. Und dann mit der Zeit habe ich so einen üblichen Breilöffel genommen, weil irgendwann hat er dann den nicht mehr wollen. Also der hat angefangen, wo er langsam Zähne bekommen hat und wirklich gut auch Brei gegessen hat. Also etwa mit 4,5, 5 Monaten hat er halt schon Zähne gehabt. Mit 5 Monaten hat er etwa den Löffel dann gehabt und hat dann auch gut mit dem gegessen. Ich habe dann auch den von Nipp ausprobiert. Der ist recht hart, noch härter wie der. Der ist schon ein bisschen härter wie der, den wir am Anfang genommen haben. Aber der ist noch etwas härter und der hat er eigentlich gar nicht zum Brei essen. Also er hat eigentlich überhaupt nicht gut gegessen, wenn ich diesen Löffel genommen habe. Und hat dann eigentlich wirklich immer einen anderen nehmen. Aber jetzt, wo er auf dem Tisch isst, dann isst er noch gerne ab und zu mit dem Löffel, zum Beispiel Reis oder so. Jetzt hat er es eigentlich gerne, wenn das Besteck auch ein bisschen härter ist. Ja. Es gibt auch, dass man mit dem Shoppen den Brei geben kann, genau. Und zwar bei Mom hat es so einen Sugar mit einem X drauf. Das ist der Brei-Sugar. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich empfehle das jetzt nicht so. Ich würde sicher am Anfang probieren, mit einem Löffel den Brei zu geben, weil ich finde, man muss irgendwie am Kind aufzeigen, das ist Essen und das ist Trinken. Logisch ist es bei einem Säugling auch Essen, aber mit der Zeit trinkt sie ja dann auch nur noch Wasser oder Tee aus dem Shoppen und isst vom Tisch und essen tut sie ja dann auch mit dem Besteck. Und darum finde ich, dass man den Brei eigentlich einfach auch mit dem Löffel geben sollte. Logisch verstehe ich es aber, dass wenn das Kind den Brei einfach nicht mag mit dem Löffel nehmen, dass man dann einfach auch zum auch einführen, eigentlich einfach am Anfang auch einen Shoppen nimmt zur Hilfe, dass so einfach auch den Geschmack und die Konsistenz kennenlernen kann. Und dann kann man mit der Zeit auch immer wieder probieren, mit dem Löffel zu gehen. Das verstehe ich komplett, das ist es so. Und was auch noch für eine Ausnahme für mich würde geben, ist, dass wenn das Kind krank ist, eigentlich schon gut Brei essen, aber dann einfach nicht isst und ja, weil es krank ist, es einfach nicht mag, dann könnte ich es mir auch vorstellen, dass ich den Brei mal ein bisschen flüssiger machen und dann mit dem X-Aufsatz geben. Ja. Aber wir haben es jetzt nie gebraucht. Wir haben es zwar, weil wir es von Kolleginnen übernehmen können, aber wir haben es nie gebraucht. Er isst jetzt kein Brei mehr. Ja, er ist jetzt 10 Monate und hat seit 8,5 Monaten kein Brei mehr wollen. Und ja, er isst gut vom Tisch und darum brauchen wir die nicht. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man bei einem anderen Kind auch mal so einen Sugar brauchen und darum ist es auch gut, wenn man so einen daheim hat, eben, ja, vor allem wenn es mal krank wäre oder eben einfach nicht Brei essen will. Ja, dann haben wir noch, wie man den Brei sonst noch gibt, habe ich noch aufgeschrieben, ob man dann einem Baby den Brei im Sitzen oder im Liegen gibt. Da habe ich die folgende Überlegung, dass ich finde, dass man ein Baby noch nicht hinsetzen sollte, bevor es selber sitzt. Weil einfach der Körper, Muskulatur und Gelenke noch nicht dafür entwickelt sind, dass es einfach auch schädigend für das Baby kann sein. Ja, und darum finde ich es super, dass es zum Beispiel vom Trip-Trap oder vom Trip-Trap Hauk auch die Newborn-Aufsätze gibt, die so ein bisschen schräg liegend drin sind. Und dort kann man auch tiptop Brei geben, ohne dass man Angst hat, dass es sich irgendwie verschluckt oder so, weil es ist ja gleich, ja,
nicht ganz flach liegend, sondern ein bisschen schräg drin. Ja, und dann haben wir noch gesagt, wir können noch anschauen, wie man Brei aufbewahren kann. Und da empfehle ich euch die Aventbecher, die sind mega super, aber also ich bin wirklich, ich habe die auch gut brauchen. Ich habe hier auch Muttermilch, die ich abgepumpt habe ich drin getan und dann habe ich es so eingefrieren. Und wenn er zu der Omi gegangen ist, habe ich es so im Becher mitgegeben, das ist super praktisch. Oder eben, ich habe mir gerade eine riesige Ladung voll Brei gemacht. Also am Anfang beim nur Rüebli-Brei nicht. Dort habe ich auch nur 1-2 Eiswürfelformen voll gebraucht. Und dann nachher habe ich die kleinen Becherchen halb voll gefüllt mit dem Herdöpfel-Rüebli-Brei. Und dann habe ich den Zucchetti noch genommen. Dann habe ich Zucchetti Herdöpfel genommen und Zucchetti Rüebli Herdöpfel. Also ich habe es bunt gemischt. Und mit der Zeit hat es dann die kleinen Becher gefüllt. Und noch ein bisschen später hat man dann sogar die grossen Becher füllen. Also dann hat er wirklich auch einen grossen Becher mögen mit etwa 6-7 Monaten. Ja. Aber die hat er dann gar nicht lange gebraucht, weil eben mit 8,5 Monaten hat er schon gar kein Brei mehr gegessen. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles von heute angeschaut. Wir können sicher wieder mal über das Thema Brei reden. Ich werde euch auch noch einen Link einblenden, wo man verschiedene Breirezepte nachschauen kann. Da habe ich auch immer noch spannend gefunden, was für coole Ideen noch gibt, wenn man sich vielleicht gar nicht so überlegt. Ja. Und dann können wir ein anderes Mal wieder über ein neues Thema schwätzen. Und dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich über eure Kommentare. Danke vielmals. Tschüss.